Naja gut, da geht jemand, mit anderen Worten, und es ist nachts. Also das könnte der Heimweg sein. Da kam der Impuls durch eine Lesermail von einer Leserin, die mir schrieb, sie arbeitet beim Heimwegtelefon. Dort arbeiten Menschen, die kann man in Deutschland zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens anrufen, wenn man Angst hat, am Wochenende auf dem Heimweg eventuell belästigt zu werden. Und da führt dann eine Stimme durch die Nacht, und das fand ich ist eine sehr gute Idee, fördernswert und eine gute Idee als Ausgangspunkt für einen Thriller, das Heimwegtelefon. Also die Welle habe ich nicht geschrieben. Jetzt, ich war so Thriller-minded, dass das natürlich, klar, das ist fies hier. Das ist Fische, die auf Bäume klettern natürlich. Was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen keine Gelegenheit mehr dazu hätte? Das war eine Frage, und der bin ich nachgegangen, und herausgekommen ist das Buch, ein Sachbuch, Fische, die auf Bäume klettern. Das einzige Buch im Übrigen, wo man mich wirklich 1:1 wiedererkennt. Ja, natürlich, jemand wird in seinem Haus beobachtet. Der Nachbar. Basiert auf einer wahren Geschichte, ein Freund von mir hat eine Sicherheitsfirma und eine Klientin, die gestalkt wurde, und der Stalker ist bei ihr eingebrochen und hat den Haushalt erledigt. Eigentlich würde man denken, gar nicht so schlecht, andere zahlen ja Geld für, aber wenn der dann auch anfängt, in meinem Buch, nicht in der Realität, anfängt, all die Menschen zu entsorgen, die einem mal was Böses getan haben, dann sollte man sich doch vielleicht Gedanken machen, wer ist dieser unsichtbare Nachbar. Und das Buch ist aktuell raus, mein neuestes Buch. Es ist, wie ich finde, ein ganz klassischer Psychothriller, und ich wünsche sehr, sehr viel schlaflose Stunden. Das Schöne ist ja, ich schreibe mir meine Albträume von der Seele. Ihr müsst dann damit leben. Ihr habt die schlaflosen Stunden hoffentlich. Ich kann sehr selig schlummern.